Moin Leute und herzlich willkommen zu dem ersten Teil des GTA 5 Story Let's Plays. Okay, nur noch kurz zum Sagen, es wird so sein, in den Cutscenes werde ich einfach den Schnabel halten, damit ihr das besser hören könnt, und kommentieren werde ich dann später noch. Okay. Jetzt ist mir die, glaube ich, bedroht, ich habe schon ein paar Mal durchgespielt. Yep. Okay. Nicht so nah ran, sonst... Ich habe schon mal aus Versehen einen erschossen, da war dann die Mission zu Ende. Okay. Also, anrufen. Benutze das Handy, um den Sprengstoff zu zünden. Okay. Und boom. Jo, das hat auch nicht geknallt, ne? Kohle. So. Ich spiele diesen Prolog zum gefühlt 1000. Mal, aber was soll's. Ja, schön wär's, wenn man das Geld auch behalten könnte, ne? Dem ist aber nicht so. I saw your face, I'll remember you. You forget 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes. Okay, schnell zur Trevor wechseln und... Weg ist er. Let's get going. There'll be time for grieving later. Ah, der gute alte Trevor. Ich mag ihn irgendwie. Irgendwie mag ich ihn auch nicht, keine Ahnung. Okay. Deckung und... Wie heißt er nochmal? Brad, genau, das ist Brad. Komm zurück, Brad. Brav. Oder heißt überhaupt Brad? Keine Ahnung. Ich dachte es zumindest. Okay, öffnen wir das Tor und wird kurz geballert. It ain't supposed to go down like this. It never is. Come on, go! Don't be an idiot. So, kurz in Deckung gehen. Entschuldigt bitte, wenn ich während den Schießereien nicht so viel rede, aber ich kann mich einfach besser konzentrieren und treffe auch mehr, wenn ich nicht rede dazu. Ich werde mein Bestes geben, aber... Aber es geht halt besser, ohne zu reden. Okay. Ach, die zwei. So, ich glaube, das ist das letzte Auto da vorne. So. Ah ne, da ist der letzte. Oh shit. So. Okay. Ich möchte euch auf etwas Lustiges hinweisen. Bei dieser Szene achtet euch bitte gleich auf Trevors Waffe, ja? Achtet euch ganz genau, irgendwas fehlt da. Ihr werdet es dann schon sehen, ist mir aufgefallen. Er hat kein Magazin drin, aber er kann trotzdem schießen. Warum auch immer. Ah ja, da kann man selbst nicht steuern. Auf einmal fährt die Karre irgendwie viel schneller. Okay. Nee, den Zug erwischen wir leider nicht. Habe ich mal mit einem Mod-Menü getestet. Es ist absolut unmöglich, von dem Zug vorbeizufahren. Auch wenn man sich direkt dahin teleportiert, ist reichlich, das ist gescriptet.
Beat the train, man. Merkt euch, wir sind gerade an der Kurve vorbeigefahren. Okay, nee, nicht. Ich hab nichts gesagt, hab nichts gesagt. Hatte das ein bisschen falsch in Erinnerung, aber egal. Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan! What? Stick to the fucking plan! Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! The fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. Fuck! I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna make it. I'm fucking gonna bleed out. Go! No! Fucking die! All of you! Okay, kurz aufräumen und dann können wir schon wieder weg. You fucking cocksuckers! Ich habe mir in den letzten 4 Jahren GTA 5 angeeignet, immer auf die Köpfe zu zielen. Ist relativ effektiv, wenn man danach trifft. Ah, okay, da kommt die Cutscene, ne? Hey, you, hey! Where's the chopper? Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Stay back! Go, go! Was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Grand Theft Auto 5. Tolles Spiel. Ich freue mich auf das Let's Play. Wird übrigens nicht bis ganz 100% gehen, weil ich hab's noch nie geschafft. Wir werden versuchen, so weit möglich zu kommen, aber mal sehen. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc.
gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is that we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Hey, bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Shit, come on. Okay, da darf ich wieder ins Steuer. Damn. This nigga must got the baby dick. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Normalerweise nehme ich immer den da, aber heute nehme ich einfach mal den Audi. Daddy. Which one you want, nigga? Ich mach's mal anders. Old choosy, motherfucker. Ah, ich mag Lamar. Erinnert mich immer an GTA San Andreas. Oh, jetzt habe ich gedrückt. Scheiße. Okay. Entschuldigt bitte, das ist ein bisschen weg, aber das liegt daran, dass ich im Moment noch auf 3 Bildschirmen spiele. Und es geht normalerweise auch, aber wenn ich dazu noch aufnehme, scheint es wohl nicht so ganz zu funktionieren. Aber in Zukunft werde ich dann halt nur noch auf einem Bildschirm spielen und dann hätte sich das mit den Lags auch erledigt. Ja, jetzt halt gerade echt. Damn, dog, how much we getting for these repos? I'm gonna be one reluctant motherfucker giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. It's like it's an endless supply in this fucked up ass country. Right. Alright. Hey, wie gesagt, ich versuche nicht allzu viel zu reden, wenn im Spiel jemand am Reden ist, damit ihr möglichst viel vom Spiel mitbekommt. Deswegen, falls ich mal eine Zeit lang nichts sage, dann liegt es daran, dass sonst jemand am Reden ist. Oh. Ja, rennen wir doch vor die Karre, du Vollpfosten. Toll. Ah, Lamar, die alte Quatschbacke. Stimmt, die Funktion hatte ich schon ganz vergessen. Vom ganzen GTA Online spielen, da gibt es das nämlich nicht. Schade eigentlich, wäre eine coole Idee für ein Update auf jeden Fall, aber ich denke mal nicht, dass das umgesetzt wird, weil ja, Rockstar Games halt. Und tschüss Lamar. Habt ihr das gerade gesehen? Das war sowas von gescriptet, das war sowas von. Habt ihr gesehen, wie er genau so viel schneller wurde, dass wir ihn nicht überholen konnten? Das war so unfair. Scheiße. Gerade echt froh habe ich diese Funktion hier. Sonst wäre die Karre wahrscheinlich schon Schrott. Na, nee, ja. Ja, toll. Es ist einfach extrem, was die Karre für eine Bodenhaftung hat mit dieser Fähigkeit. Ich meine, stellt euch mal vor, das gibt's in echt. Ich meine, solche Kurven bei der Geschwindigkeit. Das ist ja... Ah, guck, da sind wir vorne. Oh, shit. Okay, deshalb, Leute, immer nach vorne schauen, wenn ihr auf der Straße rumfährt, ne? Das ist extrem wichtig, wie man hier gerade gesehen hat. Ich spreche aus Erfahrung, Motorrad, mal nicht aufgepasst, das Auto vor mir gebremst. Vollbremsung, Vorderrad weggerutscht. Ich konnte sie noch fangen, aber es war knapp. Deswegen nicht zu viel nach links, rechts oder hinten schauen, grundsätzlich immer nach vorne schauen. Das als Tipp fürs Leben von mir. What you going slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit.
Oh shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Okay, normalerweise hätte ich jetzt einfach zweimal einen gewissen Cheat eingegeben, aber für das Let's Play nehme ich mir vor, nicht ein einziges Mal zu cheaten. Ja, ich habe das noch nie geschafft. Ich habe immer irgendwie Painkiller, Lawyer Up, beziehungsweise Verhandlungslevel entfernen und Unsterblichkeit. Aber diesmal werde ich es ohne schaffen. Ich werde es ohne schaffen. Habe ich letztens bei GTA San Andreas auch geschafft. Ach ja, stimmt. Wollt ihr vielleicht auch mal GTA San Andreas sehen? Ich meine, klar, wir haben jetzt erst mit GTA 5 angefangen, aber schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr in Zukunft auch ein GTA San Andreas Let's Play sehen wollt. Würde auf jeden Fall Spaß machen. Ja, lasst es mich wissen. Okay, jetzt müssen wir schauen, dass wir diese Sterne loswerden, irgendwo. Ich fahr mal in die Grove Street runter. Oh, es ist weg, nicht nötig. Na gut, dann gehen wir zu Simeon. Volle Kanne voraus. Ne, die Lags sind echt schlimm. Ich muss echt die 2 Bildschirme wegmachen, links und rechts. Ich meine, es macht Spaß, mit so einem Panorama zu spielen, aber naja, den Videos zuliebe, lass ich es mal sein. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. Oh, das glaube ich, Neo-Nazi. Hey, you are all the same. James. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy, are you Guck mir mal sure you zu. are man enough? Take the wheel and show me. Sure, okay. How about we fall through, homie? Okay, ich hatte jetzt die Hoffnung, dass da irgendwas noch passiert, aber sieht wohl nicht so aus. Ja, dann gehen wir halt. Excellent. Listen to the quality of the stereo. Ja, okay, ne, ich glaube nicht, dass da noch groß was passiert. Gehen wir nach Hause. Ja, die Karre, die mag ich. Ups. So. This chump change. How I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat Pizzaki? Who you trying to impress? Your auntie Denise, with all that ass, nigga, she got ass. She grown, yeah. She grown into a fucking idiot. No, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Die Konversation mit Lamar ist shit, immer it's so good to geil. be home. Also es ist echt sagen, die Schwungmasse von der Karre, das muss mal eine halbe Tonne wiegen, das Schwung. Guckt euch das mal an. Alter. Warte mal, wie viele Sekunden sind das? Für 5000 Umdrehungen dazu zu gewinnen, braucht diese Kiste da tatsächlich 2 Sekunden. Das ist irgendwie komisch. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. Ich liebe diese Szene. Oh, Mann. Honey, y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of
of here. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Ja, das ist dann wohl unser Zuhause. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal schlafen, ne? Beziehungsweise speichern. Ach so, das ist jetzt so eine Einleitung. Hier, die brauche ich nicht. Ich weiß, wo die Sachen sind. Ah, ich kann es nicht überspringen. Scheiße. Ach so, jetzt. Ja, bestanden Franklin, ja genau, Franklin und Lamar. Und ich würde sagen, das war's dann auch für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne eine Bewertung da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play GTA 5 Story Mode. Bis zum nächsten Mal und tschö.